Hey, herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde von der farbigen Klötzli. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Klemmbausteine mit mir, dem Cyril, hier auf brach.ch. Ich hoffe, ihr habt einen wundervollen Dienstag gehabt, soweit. Und auch noch einen weiteren tollen Nachmittag vor euch. Ich habe wunderbar geschlafen, ich bin richtig fit, ich freue mich unermesslich. Wird ganz, ganz toll. Wir tun heute alles dort. Jetzt, es ist nur schwierig, alles doppelt. Ja, ich freue mich. Wir tun ja wieder ein bisschen weiterbauen an unserem Bruchtal. Und ich tue jetzt auch bewusst ein bisschen Talktime überspringen, weil kann sein, dass ich ein bisschen vor der Drüne muss gehen. Aber nur ein bisschen. Da sind wir letztes Mal stehen geblieben. Wir haben ein bisschen begrünt. Und wir machen heute noch die schöne... ich weiß nicht, ob man das gut sieht hier unten rechts. Wie nennt man das überhaupt? So eine Pergola-Art. Barracks, grüße dich. Hey, herzlich willkommen. Wie hast du die Woche so erlebt bislang? Überlebt? Wir sind gestern das dritte mit dem Team, sind wir zu Genf gewesen, haben ein bisschen die Läden angeschaut, was dort so abgeht und so. Also, Genf ist schon ein bisschen ein anderes Land. Können wir uns darauf einigen? Ich weiss nicht, sobald es ins Welschen übergeht, fühle ich mich einfach nicht mehr so daheim. Es tut mir jetzt leid für alle Welschen, die zuschauen, natürlich. Gestern gar nicht gut, gar nicht fix, heute zum Glück wieder gut. Okay. Ja, Tito, ja, gestern wirklich so gut wie nichts gepennt. Es war echt schlimm gewesen. Den ganzen Tag und dann sind wir noch so viel rumgelaufen. 12'000 Schritte haben wir gemacht, immerhin. Ja, und dann bin ich am Abend wirklich fix und fertig gewesen. Trotzdem noch Folge Final Fantasy 9 aufgenommen und dann Ade, merci, ins Bett, tschüss. Ja, und jetzt heute bin ich richtig fit. Das heisst, mir geht's wieder gut. Aber bist du einfach durch gewesen, oder bist du noch ein bisschen krank gewesen, oder wie? Geht da wieder irgendetwas um? Also es ist ja gerade so eine kritische Phase hier im April, oder? Zuerst ist es warm, dann wird es wieder kalt und dann fangen ja viele Leute an, so ein bisschen im Zeugs rumzublütteln, oder? Und dann passiert es halt schnell mal, dass man sich ein bisschen verkältet. Nicht durch, wahrscheinlich am Sonntag noch was Komisches gegessen. Eieiei. Ja, das ist natürlich nie so cool. Das geht ja nicht einfach so weg, oder? Dann kämpfst du einfach so durch den Tag und hoffst, dass bald Abend ist, dass du pennen und es vielleicht am nächsten Tag wieder besser geht. Was ja eigentlich schon interessant ist, wie viel Schlaf kann richten, oder? Ach, ich hatte gestern auch so übelst Grindweg gehabt. Und dann bin ich dann froh gewesen, als ich im Bett war. Ich habe gewusst, wenn ich am Morgen aufstehe, dann ist es wieder gut. Aber ja, ich habe es natürlich auch nicht so gescheit planen gehabt. Ich wusste, ich muss am 6 ab 7 muss ich auf den Zug. Ich musste aber noch das Auto rausparkieren, weil sie die Garage geputzt haben. Und natürlich ist rundum alles voll gewesen, also ich musste weiterfahren, als ich eigentlich wollte. Und das hat dann dazu geführt, dass ich nicht mehr genug Zeit hatte, mir irgendwie ein Sandwich und etwas zu trinken zu holen. Ja, und dann ohne Essen, ohne Trinken, über 3 Stunden Zug gefahren. Dann sind wir dort gewesen, und dann war auch schon bald mal Mittag gewesen. Da habe ich wirklich gewartet bis am Mittag. Dann sind wir dort ins Mano-Restaurant fooden. Wow, das hat ein richtig geile Food gegeben. Hey, von jedem Ecke von der Welt irgendetwas. Eine riesige Auswahl, war richtig gut gewesen. Mega cool. Sag mal so, bin ich zur Tür rausgekommen, schon habe ich wieder umdrehen. Oh Scheiße! Wortwörtlich. Oh mein Gott, das tut mir mega leid. Was hast du gehabt? Fisch oder so ist aber noch übel, oder? Oder wahrscheinlich irgendwie so verdorbenes Schweinis oder das Fleisch zum 3. Mal aufgewärmt, das ist ja auch nicht so toll. Ah Mann, voll uncool. Ja, aber da bin ich froh, geht's dir jetzt wieder gut, Barracks.
Das begrüße ich natürlich bei dir. So, mal schauen, welchen Pace das wir heute anlegen hier. Bislang geht es ganz gut. Und eben, ich bin ein bisschen wächer wie sonst. Da kommen wir sicher gut voran. An was bin ich gerade am... Oh. Ja, merci, sagst du das. Von wegen Wachen. Das ist ja gut. Wir bauen immer noch am Bruchtal. Hier unten links sieht man das ein bisschen. Ja, super. Ach, jetzt habe ich schon nicht ausgeschlafen, bin ich verpennt. Ist ja schlimm. Kann man dann natürlich noch wechseln, sonst sehe ich ja gar nicht, was ich baue. Aber wir haben noch nicht viel verpasst. Wir haben nur das da gebaut bis jetzt. Viel ist noch nicht passiert. Das ist mir jetzt das erste Mal passiert. Szene nicht gewechselt. Ja, nochmal verlangen. Nein, komm jetzt bist du so schnell unterwegs hier. Bitte. Seid doch ein bisschen nachsichtig mit mir. Ich arme Bursch, dann noch ein Meeting um 3. Jetzt wird es ja ganz fancy hier. Ultra fancy. Ausnahmsweise, das ist aber mega gütig von dir. Danke vielmals, Barracks, dass du mir die Erlaubnis erteilst, dass ich das nicht nochmal auseinanderbauen muss. Da bin ich dir äußerst dankbar. Warte jetzt so. Das wird ja weird. Richtig weird. Was ist das? Das ist der Boden auch, hä? Und dann stecken wir wahrscheinlich die Stifte noch rein. Also mit der zweiten Anleitung hier werden wir garantiert fertig. Das kann ich schon mal sagen. Das sehe ich hier vom Schiff aus. Hast du heute einen Sieg voll Arbeit, Barracks? Oder wie sieht es aus bei dir? Siehst du noch über den Haufen von Dokumenten und Arbeitsaufträgen? Oder türmt er sich schon so weit über deinem Grind, dass er droht, über dir zusammenzubrechen? Lustig, ich habe jetzt eine neue Playlist mal genommen für die Musik, aber das sind doch die Lieder, die sind bei den anderen auch drin. Ist doch einfach nochmal neu aufgeladen für ein bisschen Views und Klicks. Reinste Pschäs. Hast immer zu tun, aber aktuell Sprint ist jetzt noch gerade angenehm von der Menge her. Der aktuelle Sprint. Ist das bei euch ein Codewort für etwas? Also ja, ich habe auch einen Sieg voll Arbeit. Kommt durchschauen. Aber heute haben wir eben auch noch Schulung und alles. Man kommt einfach nicht vom Fleck. Warte, ja, jetzt wollte ich sagen, das muss doch sicher da noch so einfädeln, oder? Einfädeln. Hey, geh jetzt doch da rein. So. Das perfektes, was ist das? Hexagon.
ihr arbeitet Agile, da hast du so Sprints. Das ist ein definierter Zeitraum, wo du einfach Tasks reinnimmst, wo du sagst, das willst du erledigt haben innerhalb meistens so 2 Wochen Turnus, wo du Zeug reinnimmst und nach 2 Wochen machst du wieder ein Deployment. Da kannst du planen, aber zugleich bist du flexibel, falls gewisse Sachen dringend gemacht werden müssen. Das ist ja voll geil. Da weisst du ja immer so ein bisschen, was du zu tun hast. He? Da kommen nicht so Sachen von der Seite quer rein. Das ist bei mir irgendwie nämlich noch öfters der Fall, als man lieb ist. Vielleicht sollte man das bei uns auch einführen. Da kann man sich so schön anmelden, so hey, ich würde das gerne machen, und dann kannst du dich irgendwie so ein bisschen hinten anstellen oder kannst ein bisschen vielleicht vorziehen und hast bei diesem genug Zeit eingeplant. Es gibt ja Tausende von Arten, wie man seine Zeit kann planen kann. Ich habe zum Beispiel mal gelernt, dass es sinnvoll ist, am Morgen sich vor allem anderen 10 Minuten Zeit nehmen, um den Tag zu planen. Dann tut man mit wirklich höherer Effektivität den Tag planen und auch abhandeln quasi. Ich habe das auch eine Weile gemacht in meinem alten Job und das hilft schon noch. Lovelace! Salut, Servus, moin, hallo und willkommen. Grüße, grüß dich. Wie hast du es? Geht's dir auch gut? Scrum. Ah, die tut Scrum. Ja, okay. Ja, also auch schon gesehen, aber noch nie angewendet, ja. Wir haben das einmal so, was ist das gesehen? So eine Schulung in der Schule haben wir gehabt, wo sie uns so verschiedene Methoden zur Projektplanung gezeigt haben. Und da war Scrum eins gewesen. Das stimmt doch nicht so. So muss das. Yes. Eigentlich ist es Scrum Projektmanagement Methode. Ah ja gut. Ja, dann ist ja das Proof genug, dass ich es wieder vergessen habe. Ja, wir haben es halt wirklich nie mehr gebraucht, gell? Wenn ich damals meine Ausbildung zum IT-Projektleiter noch abgeschlossen hätte, den Bachelor, dann hätte ich das sicher eher gebraucht und gelernt, ja. Aber sicher ist nicht so ein Ding, oder? Ich denke, wenn es mal eine Störung gemacht hast, dann weißt du, wie es funktioniert, nicht mehr. Ja, hier geblieben. Ja, geht's gut. Vor allem seit du neuen Lego Peugeot gesehen hast. Es gibt einen neuen Lego Peugeot. Welcher denn? Welcher Peugeot ist das? Grundsätzlich ist es easy, musst halt je nach Team und Arbeit ein bisschen abstimmen auf das Projekt, damit es auch wirklich perfekt ist. Wow, ihr arbeitet mit Perfektion oder was? Das ist mal Anspruch. Gerade so ein Projekt bei mir, das sich so ein bisschen ewig hinzieht, wenn man es immer wieder anpassen muss. Dort wäre auch gut gewesen, wenn ich vorher ein bisschen gescrummt. Hä? Hier stimmt bedauerlicherweise etwas nicht. So, apropos, ich bin wach.
muss es leider noch mal ein bisschen auseinandernehmen hier. Ich habe da nämlich das auf die falsche Seite angemacht. Ich Jückel. Warte, jetzt ist so. Das muss unten sein hier. Aber das stimmt das nicht immer noch? Nein, das stimmt nicht unten. Okay, jetzt nochmal check. Check. Nice. Und das. Das kann ich auch abnehmen, oder? So. Das kommt dann aber nicht hier. Warte. Tut mir leid! Es tut mir ja leid. Einmal mit Profis. Komm, ich könnte es sagen. Es ist okay. Ich könnte es sagen. Hier, das stimmt nicht. Das ist irgendwie so auf der anderen Seite. Oder warte. So. Stimmt es so? Ich glaube so. Warte jetzt. Mal, das sieht gut aus. Jetzt heißt, glaube ich, noch mal können retten. Warte mal. Das habe ich jetzt vorhin noch gemacht als letztes. Yeah, schon geflickt, alles gut. Clou, morgen, grüß dich. Herzlich willkommen, wunderbar. Du hast schon einen super Start in die Dienstag gehabt, hoffe ich doch. Wie geht's der Musik so? Peugeot 9X8, 24 Stunden Le Mans Hybrid Hypercar. Wow. Das ist mal wieder ein Name. Aber ja, wir wissen ja, je mehr Buchstaben und Zahlen, desto mächtiger ist der Motor. Das ist bei allem so. Und am besten machst du irgendwie so ein 3000 hinten nachher. Dann weiss man auch, okay, unter 1000 HP ist nichts. Horsepower, PS, Entschuldigung. Ja, Lolplay, du machst mich einfach nervös, weil ich weiss, dass du mit deinen Adleraugen da ganz genau anschaust, was ich da rumfigurettle. Komm, bist du da, dann geht alles bach ab hier. Das ist wie wenn der Chef ins Büro kommt. Dann wirst du gerade nervös. Findet er das gut, was du machst? Nicht? Und dann sagt er nichts? Oder? Wie zum Beispiel jetzt, oder? Warte, so. Nein, doch, ich habe es doch richtig gemacht. Jetzt habe ich schon wieder Angst gehabt. Ja, aus etwas Eckigem etwas Rund zu machen, ist halt schwierig, Leute. Das ist halt nicht so einfach, oder? Frag besser nicht, ist gerade keine tolle Story. Life can be a bitch. Okay, tut mir leid, Clou. Dann lassen wir das Thema natürlich gerne sein. Über was würdest du gerne diskutieren? Gibt es etwas, was dich gerade vielleicht aufstellt? In das lustiges Video gesehen auf YouTube oder auf TikTok oder so. So, jetzt kommen noch die Stängel rein. Muss das so? Das ist ja ein bisschen komisch. Ich da die Steckchen da. Ja, aber Leute, hier fehlt doch auch noch etwas. Hä? Ah, I see. I can see, it's an error. Moment. Wir haben das schnell gelöst. Ah, ist das nicht toll, hä? Ich komme extra, nehmt ihr euch einen Tag frei, damit ihr könnt mit mir abhängen. Und dann müsst ihr euch den Müll jedes Mal geben.
Aber wir können uns schon darauf einigen, oder? Seit der LoLplay da ist es so schlimm. Nein, nur Schwätz. Ah. Du wirst nicht nervös, wenn der Chef kommt. Dann bin ich der Funkin-Chef. Was meinst du mit Funkin-Chef? Funkin-Chef? Ich verfolge gerade, was die aufstellt, aber die Updates sind leider so stinklangsam. Was stellt die denn auf, Clou? Ich schaue gerne momentan so die ganzen Müllvideos vom Henno, vom Hand of Blood und Maxim und Kalle kommt ja jetzt wieder. Bringt jetzt übermorgen sein, was glaube sehr lustig wird, sein Rentner-Song-Video raus. Bin ja sehr gespannt. Hat sich ein N reingeschlichen. Ach so, jetzt verstehe ich. Okay. Okay. Ja, da hast du es quasi selber zensiert. He? Ist gut. Ist auch schon wieder frustrierend, weil die Post nicht zeigt, wo dein Packpäckchen ist. Wenn ich jetzt an einem anderen PC wäre, könnte ich schön schauen, ob es überhaupt raus ist. Aber das kannst du selber beim Account schauen. Verschickt ist es. Hoffe ich. Raus ist es gestern. Ja gut, er hat ja noch Zeit, oder? Der oder die Pöstlerin hat die Zeit bis irgendwie am 3 so regulär. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass um 4 noch ein Päckchen kam, weil einfach gerade so viel los war, offenbar. Also, Hoffnung nicht aufgeben, Clou. Das Verziehen zum Barracks geschickt. Barracks, du hast schon genug Sachen hier abgestaubt. Jetzt lass doch diesen Leuten auch mal noch etwas. Kann man nur so raffgierig sein? Bist du in deinem alten Leben bist du sicher Pirat gewesen oder so? Lawplay, ja, ich weiß, du hast das gesagt. I know, I still remember. Ich hocke da und erzähle ein bisschen und der Lawplay zusammenbauen. Hast du das auch mitbekommen von dieser Challenge? Wo ich mich wahrscheinlich noch muss. Speedbuilding muss machen. Das wird lustig. Nein, nicht Speedbuilding, nein, ohne Anleitung haben wir gesagt. Ich muss ein Lego-Set zusammenbauen ohne Anleitung. Oh Gott. Muss man noch ins Discord schauen, ob dort etwas los war. Wieso im alten Leben? Ja, vielleicht ist er immer noch Pirat, ja natürlich. Also ich meine, jeder darf machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht, oder? Also ich will niemandem da etwas vorschreiben, Leute. Oh, letztes Tag das Päckchen kommt nicht mehr und dann am 7. ist es gekommen. Ah ja, die haben jetzt noch Abendzustellung, haben sie auch noch, hä? Stimmt. Aber das Abendzustellung kostet doch extra, oder nicht? Das musst du doch zahlen. Aber vielleicht haben sie es für Chill gehabt und dann haben sie gesagt, ja komm, nimm es doch bei der Abendzustellung noch mit. Oh Leute, da ist noch wichtig, dass das Kreuz entsprechend ausgerichtet ist. Okay. Ja, gut. Wie sieht es hier aus? Hier zum Beispiel stimmt es nicht. So.
So muss das. Gut. Wir brauchen noch 4 von denen. Oh, was hast du mit einem digitalen Mischpult hast gekauft? Oh, das würde ich aber auch nehmen. Einfach zum ein bisschen rumblödeln. Wenn ich ein bisschen am Videoschneiden bin und so. Ich setze mich aktuell mit dem DaVinci Resolve ein bisschen auseinander. Das ist wirklich ein mega geiles Programm. Hey. Und ich finde, es ist so viel einfacher als Premiere oder After Effects. Was haltet ihr so von diesen Programmen, was sie brauchen? Die Bergsinn springt sicher aus der Blutlinie vom Gollum. Er sammelt alle Schätze. Ja. Ah, der gute Gollum. Kommt jetzt endlich mal das Game raus? Kommt es überhaupt mal noch? Was ist da los? Ich weiss auch nicht, wer auf die Idee gekommen ist. Ja. Da haltet man sich natürlich verdeckt, oder? Die ganze Brunzidee hier ins Leben gerufen. Ist ich, der schon mit Anleitung die ganze Fehler mache? Ihr wollt echt, dass ich noch in die Klapse komme. Könnt ihr mich dann in Windisch links besuchen? Dann kann ich aber rechtens meinen Finken nach euch werfen. Also nicht rechtens, aber ich könnte mir auch nicht. Hättest du noch eins an Lager? Ah, du verkaufst die? UI24R. Ist das ein Marker? Ich habe keine Ahnung von dem Zeug. Ja, nur das Go XLR, aber das ist auch nicht wirklich ein Mischpult. Nur ein Audio-Interface. Also ich finde die Idee nicht gut, ich finde sie einfach lustig. Aber das heisst nicht, dass die Idee... Also, ich meine, Schluss am Ende, oder? Ich meine, ihr müsst das ja aushalten. Mir kann ja das wurscht sein. Ihr müsst ja das nachher anschauen, oder? Und wehe, ihr schaut es nicht. Kein Problem, soll ihr das Zimmer reservieren oder Eintritt erfassen? Ja, bitteschön, sehr gern. Aber nur 5 Sterne, nur Presidential Suite. Darunter gehe ich also nicht. Da in so eine 4-Sterne-Abstieg noch. Nein. Nein. Spu, hey, hoi. Wie geht es Ihnen heute? Mach das nicht, du willst kein Set bauen, das so gross ist wie Titanic ohne Anleitung. Nein. Also wir haben schon ein bisschen eingegrenzt. Also Titanic sicher nicht. Ich meine, da werde ich auch nie fertig. Ich weiß nicht, ich habe jetzt im Kopf habe ich so zwischen 800 und 1000 Teile vielleicht, auch wenn das auch schon zu viel ist. Ja, ich muss mir das noch ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Aber ich kann ja... nicht ich. Also wir haben ja letztes Mal bestimmt gehabt, dass ihr in Discord so ein bisschen Modell reinhängt, die ich cool fändet für so ein Projekt. Ich bin jetzt leider... habe ich es noch nicht ins Discord geschafft, um zu schauen. Oh. Ja, der Ring muss natürlich noch dran, oder? Der Ring! Der eine Ring!
es halt unten ab. Wow. Fast vor der Keib. SCTSC ist auch da. Hey, Party, 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 Party. Der Mr. Cables ist da. Habe ich alle? Ja, jetzt habe ich alle. Ja. So, wie muss jetzt das? Warte mal, das ist ja wieder rausgefallen hier. So. Okay, also kurz konzentrieren hier für mich, bitte. Ringli unten. Und so um. So muss das also ein kompliziert sein da. Ah, die klemmen ziemlich extrem hier. Oh, ist schon fast mit Gewalt dahinter. Nicht so viel Gewalt. Hey. Bleibt doch einfach. Ja, und jetzt? Oh Mann. What? Ah, das ist ja richtig weird hier. Durch die Weltkarte ohne Anleitung bauen. Ja, natürlich. Und noch mit verbundenen Augen. Und ich muss so dicke Winterhändchen muss ich auch noch anlegen. Mit einer Heizung, mit der integrierten Heizung drinnen. Dass das so in den Händchen so richtig warm wird und die Hände so rumflutschen. Am besten noch 2 Grössen nicht zu gross. Was könnte man noch machen? Ja, genau. Und ich bin noch an Lachgas, nicht an Lachgas, also Helium bin ich noch angeschlossen, damit ich nur noch mit einer höheren Stimme reden kann. Ja, das ist doch der Content, den ihr wollt, oder? Einfach Titanic nach dem Eisberg. Ja! Das ist ein guter Vorschlag. Ganz ein gutes Buch. Danke. Ja, auch sehr, sehr gut geschlafen. Danke vielmals. Mir geht's prima prächtig. Ist klar, dass 1000 Teile etwa Justifier wären. Yep. I know. Aber weißt du, ich muss ja nicht alle 1000 Teile verbauen. Oder? Ich kann ja selber bestimmen, wie viele extra Teile das da drunter sind. Ja, also bei dem bin ich mir jetzt schon sicher, dass das stimmt. Das sieht schon sehr aus wie die Anleitung hier. Sieht schon sehr danach aus. Aber es sieht sehr abgespaced aus. Murksen macht alles möglich. Absolut. Mit Murksen kommt man am weitesten. Bionic, hey hey, welcome. Hey, volle Runde heute. Ist ja geil. Heute mal nicht müde. Ich bin wirklich meistens müde am Dienstag. Das ist echt schlimm. Es ist wirklich schlimm. Aber so einfach so mitten in der Woche, oder? Also Dienstag ist ja mitten in der Woche. So früh aufstehen, ist einfach schon der Tod. So schönes Buch. Mit einem Pflänzchen drin. Aber hat Arwen da grosse Bücher gelesen? Ist das der Arwen? Ah ja, tatsächlich. Man sieht es jetzt natürlich nicht in der Kamera, aber sie hat da noch den Edelstein. Wobei das Amulett haben doch alle Elfen, oder? Wenn sie es eben weggeben, dann verlieren sie irgendwie ihre Unsterblichkeit, oder I don't know. Du machst jetzt noch bis zum Mittag? Ja, einen guten. ist ja auch erst 20 vor 2. Da kann man ja noch zum Mittag essen. Völlig legitim.
Das ist so schräg hier. Das die Teile. Also wenn ich jetzt da keine Anleitung hätte. Also ich hätte ja keine Ahnung. Ich muss auch noch schauen, dass es irgendwie von der Altersangabe her irgendwie so ab 2 ist. Vielleicht mache ich Duplo ohne Anleitung. Wäre Duplo auch akzeptabel? Wenn es mit Gewalt nicht geht, geht es mit noch mehr Gewalt. Korrekt. Besonders bei Klemmbausteinen. Besonders dann. Hey, aber ich brauche noch 6 von diesen Klemmerli. Was sind denn die? Die sehen alle gleich aus, fast schon. Ich sehe sie einfach nicht, weil alles weiß ist. Ich bin kontrastblind. Mittwoch ist es mitten in der Woche. Klugscheisser off. Ja, vielleicht für dich. Oder nur, weil es Mittwoch heisst. Aber vom Feeling her ist bei mir Dienstag mitten in der Woche. Weil Freitag ist schon fast Wochenende. Das ist alles einfach nur Mindset. Das wären alle Sets, die in Frage kommen würden, die Brack hat. Ja, Links gehen leider nicht. Ich kann die auch nicht freischalten, jetzt temporär. Aber du kannst mir so sonst als Direct Message schicken. Das sollte gehen. Wie es mir geht? Ja, mir geht es super gut heute. Eben, ich bin voll ausgeschlafen. Zwar ein Sieg voll Arbeit, aber wer von euch schon nicht, oder? Wer von euch schon nicht? Ah, das ist Kuppeln. Das wird ja richtig fancy. Richtig fancy. Jetzt kommen die da noch. Yeah. Ich liebe so Sisyphus-Arbeit. Ja. Ich finde, es kommt extrem drauf an bei mir. Also wenn es jetzt so eben so ein Miniatürli ist zum Beispiel, aus dem D&D-Bereich und so, dann habe ich gerne so kleine Sisyphus-Arbeit und dann kann ich wirklich extrem genau und exakt arbeiten und stundenlang. Aber jetzt so bei Lego ist es schon ein bisschen etwas anderes. Weil ich es mir einfach nicht gewöhnt bin, dass es hier so Sisyphus-Arbeit gibt. Wie lange schiebt eigentlich der Sisyphus noch den Felsen, den Berg darauf? Ist der immer noch dran? Hat der mal jemand gesehen? Der müsste doch jetzt auch schon pensioniert sein, oder? Ja gut, ich meine, der schiebt schon so lange, oder? Der hat wahrscheinlich einfach auch mal aufgegeben. Etwas Gesundes, gell? Ja, hoffentlich macht es etwas Gesundes da. Einfach nur so ein bisschen auf tiefgekühlten Erbsli rumlutschen. Weißt du, dafür, dass sie den BD1 zusammenbauen? Haben wir denn den? Haben wir den? Brack. Ich muss erst schauen, ob wir den haben, sonst mache ich da keinen Switch. Der BD. Das ist sicher nur so irgendwie so 10 Teile. Ja, aber das ist ja wirklich nicht schlecht. 1000 Teile? Hat er echt noch Kabel drin? Ah, wie gut! Der wäre aber wirklich cool. Wahrscheinlich funktioniert er auch nicht, das wäre das Problem. Das wäre wahrscheinlich das größere Problem. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der über 1000 Teile hat. Hey. Ich sieht nämlich schon nicht danach aus. So. Jetzt kommen noch da die ganzen Verzierungen. Es wird die schönste Kuppel im ganzen Internet.
Couscous, Thunfischsalat mit Mozzarella, Cherry Tomaten bin ich am machen. Oh, das klingt richtig geil, hey. Wow, das würde ich jetzt auch essen. So gut. Hast du so lange kein Couscous mehr gegessen, hey? Das ist aber auch so etwas, das kaufe ich nicht. Ich kaufe diese Zeugs. So allgemeine, so super gesunde Sachen. Das kommt mir aber gar nicht in den Sinn. Dann laufe ich einfach aus dem Migros mit einem Brokkoli raus und denke, wow, ist gesund. Wow, schaut euch das an, wie das aussieht. Das sieht ja aber schon richtig geil aus, hey. Mega. Mega gut. So, komm jetzt geh mal auf die Seite da, Arwen. Du hast Mitleid mit mir, weil ich blind etwas bauen muss. Ah. Musst nicht an. Ist ja eigentlich witzig. Alles für den Content. Speedbuild muss ich auch noch machen gegen die. Ja, die ganzen Projekte, wo ich so viel Zeit habe auch. Es wird wirklich eng. Also ich verspreche auch nicht, dass wir das in einem Hero Fest machen, weil eigentlich wäre das inner. Dann wäre ich nur das Gaming-Team Vielleicht machen wir es auch erst nächstes Jahr an der FABA, sowas. Weil jetzt ist es zu kurzfristig. We'll see. Couscous ist so nicht fein und Salat eher so Wurstkäse. Okay. Also gut, ich meine, das ist natürlich schon auch geil, Wurstkäse-Salat, ja. Oder was wir machen, aber so Frühling, Sommer, ist so ein Hausmachersalat. Da rührst du einfach alles rein. Also Herdöpfel, Radiesli, Rüebli, Gürkli, Zwiebeln, Wurst, Käse, keine Ahnung, Peperoni, alles. Herdöpfel und dann eine richtig fette, geile Soße dran. Wow, geil. So gut. Das Speedbuild, also ich habe kein Lego dabei, Lolplay, ich bin natürlich dort schon auch am Arbeiten, ich bin schon nicht zum Pläuscheln. Ich weiss nicht, ob das klappt im Fall, ehrlich gesagt. Also, wir können uns sicher mal treffen dort, oder kannst du Hallo sagen. Aber ich habe natürlich auch meine Jobs zum Erledigen. Und ich bin eigentlich nicht fürs Streamen eingeplant, weil Steffi den Job macht. Darum sehe ich ehrlich gesagt schon in der Schwarz. Also weißt, ich finde die Idee finde ich absolut genial, oder? Aber wir haben halt auch nur einen PC. Es klingt fast so, als hätten wir schon keinen PC bei Brack. Sonst ein Speedback auf 5 Minuten. Steffi filmt uns. Okay. Wie du mich im Boden rammen tust. Okay. Gut. Ja, also kannst du dann vorbeikommen und dann schauen wir, ob wir das irgendwie einbauen oder so. Aber kein Versprechen. Wir sind ein bisschen weniger, glaube ich, letztes Jahr. Also haben wir auch ein bisschen mehr zu tun. Aber wir haben auch keinen Shop damals. Dafür gibt es viele andere mega coole Sachen. Also wenn ihr bei uns am Stand nicht vorbeikommt, dann seid ihr wirklich selber geschuld. Kann ich euch auch nicht mehr helfen. Hey, die ist ja jetzt auch schon wieder hey. Jetzt ist das da schon ein Jahr her seit der letzten FABA. Die Zeit vergeht so schnell. Ist schon in einem Meeting? Okay. Voll Spaß. Hey, Lowplay, kannst du Steffi bestechen? Ich bin ein armer Schlucker, ich habe kein Geld.
für die Steffi bestechen hier. Ich weiss nicht, wie teuer sind 5 Minuten in deinem Format, Steffi? Sag jetzt einfach so viel, dass ich auch etwas davon habe. So, willst du jetzt da ab oder nicht? Ah, ich jöckel, da fehlt noch so ein weißer Knubbel. Ein Knubbeli. Haben wir da noch eins? So, jetzt sieht das besser aus. Yes. Hey, was geht ab hier? Bionic, so knapp. So knapp. Ja, kann passieren diese Woche, hä? Wahrscheinlich bei der Steffi im Stream. Steffi bestechen, ich meine, es sind so cool miteinander, kann man auch freundschaftlich etwas machen. Maybe. Wenn du Steffi ganz lieb fragst. Ah, ist das nicht schön? Ist das nicht herrlich? Ah ja, stimmt. Du hast ja letzte Woche gestreamt. Minecraft Legends. Habe ich mir auch noch angeschaut. Ist das etwas? Kann das etwas? Muss man das haben? Muss man das spielen? Ich weiss nicht, ich finde das irgendwie schräg, wenn da die ganzen hinten säckeln, da die Mönsterli. Das habe ich irgendwie weird gefunden. Bis später, Bionic. See you. Mich nachher zusammenschießen. Ja, zum Glück ist Steffi nicht meine Chefin. Sonst hätte ich schon 2 Frauen, die mich zusammenschießen da. So, und das kommt jetzt so ein bisschen auf die Seite. Aha, ich muss noch schauen, wie das ausgerichtet ist. Das wäre sogar richtig gewesen. So. Wow. Das ist mal Artstyle hier. Art Deco. So, und jetzt dürfen wir das noch da drauf mischen. Und jetzt so irgendwie. Wow. Okay. Wow, wie sieht das aus, Leute? Ist das geil oder ist das mega geil? Hier. Wow. Also ich bräuchte eigentlich nur das. Das sieht schon so idyllisch aus an sich. Warte, wir platzieren noch die Arwen hier. Die läuft da mit dem Buch, läuft sie einfach drüber und schaut natürlich und kracht jetzt da in Gimli rein. Ah, ist das schön. Ist das schön. Also ich habe natürlich da unter die Kuppel da. Warte jetzt. So. Jetzt. Jetzt ist sie oben. Herrlich. Welcome back, Spu. Schon gekocht, schon fertig. Schnabulierst jetzt mit der Schüssel vor dem Stream. Finde ich gut. Ja. Ja. Ja, fertig. Ja, jetzt gibt es nichts mehr. Dann gehe ich jetzt. He? Also, bis zum nächsten Mal. He? Haben ja doch noch etwas zu tun da. Habe ich gesehen. Und zwar der dickste Schinken vor allem. Kochen ist alles kalt. Ja, kochen, zusammenrühren. Rio Mare Couscous Thunsalat. Ah, so eine. So eine. Ui. Der Konzilring. Aha. Also der Ratsring quasi.
mit seinen angrenzenden Hallen verläuft natürlich über in die Hügel von den Misty Mountains oder das Nebelgebirge, oder? Okay. They hold the wealth of Middle-earth history. Ja, also die Halle dort, die halten, dort ist der ganze Reichtum von der Mittelerde-Geschichte zu finden. Vom Elrond seinem Thron und seiner Studie mit Artefakten und den Gemälden und natürlich zersplitterten Schwert Narsil, wo sich ebenfalls dort befindet. Ich finde die Zeichnung auch schon wunderschön. Und da finden wir nachher noch den Boromir und den Elrond und den Merry und den Pippin. Ah, toll. Ja, dann legen wir los. Nummer 23. Aber der Couscous-Salat ist jetzt nicht aus der Dose, oder? Das Rio Mare ist doch so Dosen, wie sagt man? Nahrungsmittel aus der Dose, oder? So Thunfisch und so. Was? Der Couscous ist auch aus der Dose? Spuh! Jetzt schlassen aber 13 da. Das geht doch nicht. Hä? Jetzt habe ich doch das. Was habe ich jetzt aufgemacht? Mal ich das 23 aufgemacht? Ja, also. Ich sammle Altmetall. Dosenfraß. Ja, das hast jetzt du gesagt. Ich kann das Wort nicht ins Maul nehmen. Aber ich habe das auch schon gegessen, ist okay. Ich weiss zumindest, wie es schmeckt. Aber ich habe nicht gewusst, dass es Couscous in der Dose gibt. Das hat mich jetzt ein bisschen erschüttert. So, jetzt müssen wir dann da wieder keinen Rahmen formen. Hast du noch nie selber Couscous gemacht? Oh, ich habe es zu lang da nicht da. Das ist nur ein 6er. Also ich habe damals mit meiner Ex, die hat öfter so Bulgur und Couscous und so Sachen gemacht. Ich glaube, das ist gar nicht so schwierig, oder? Du musst sie einfach ein bisschen quasi im Wasser aufweichen. Das geht, glaube ich, gar nicht so lang. Und dann ein bisschen abtropfen lassen und dann kannst du es eigentlich schon fast essen. Habe ich immer so im Kopf, weil ich habe es völlig falsch in Erinnerung. Aber ich meinte, das sei nicht so kompliziert. Richtig Survival. Ja, wenn es mal schnell muss gehen, ist das vielleicht keine schlechte Idee. Aber ich wollte jetzt hier keine Diskussion wegen Thunfisch und so lostreten. Das soll jeder selber entscheiden. Nochmal. Wow, das wird ja riesig, Leute. So viel Platz habe ich doch da gar nicht. Einmal erst gerade letzte mit so einem HelloFresh-Menü. Oh, hast du das mal probiert? Ich habe gar nicht gewusst, gibt es in der Schweiz in dem Fall auch? Okay. Das habe ich nicht gewusst. Jetzt irgendetwas stimmt doch da mit der Aufteilung nicht. Ah, warte, habe ich wieder einen zu langen Stecker genommen da. Ist das nur ein 6er?
Yes. Dann nochmal so. Perfekt. Oder? Nein, immer noch nicht. Nochmal ein 6er. Also ich hoffe, das stimmt nicht am Schluss. Aber jetzt ist der gleiche, mal hat schon den gleichen Abstand, oder? Außer hier am Anfang. Aber auch in der Anleitung auch. Alles gut, alles safe. Könnt die Augen wieder aufmachen. Was ist nicht gut am Thunfisch? Habe ich wieder was... Nein, das ist die Thunfisch, alles gut. Nein, ich kann nur nicht jetzt da irgendwie das gross auf das Thema rein. Wegen Thunfisch. Wegen Fischfang und so Zeug. Das sind so unangenehme Themen, die kann man auch sonst diskutieren, aber nicht jetzt, oder? Jetzt sind wir hier schön gemütlich unterwegs. Da dürfen wir auch die Probleme der Welt da draussen mal ausblenden. Hey, ich nehme immer den falschen Keib. Hast du das nie verstanden mit HelloFresh? Ja, ich weiss, ich sehe halt einfach die ganze Zeit Werbung von diesen Leuten. Also konstant. Aber ja, wenn natürlich eben nicht so viel Zeit aufwenden fürs Kochen, aber gleich irgendwie so frisch und gut essen, ist das vielleicht schon noch etwas Gutes, ich weiß nicht. Also ich habe es jetzt noch nie probiert. Ah, du hast so eine 50% Gutschein gehabt, dann mal ausprobiert. Und jetzt hast du ein bisschen mehr. Also wie läuft denn das? Es kommt schnell per Post über, oder wie? Sonst macht dir das nicht viel Sinn, oder? Ich kaufe mir zwar schon in der Regel auch sehr einfache Gerichte für so am Mittag und am Abend, wenn ich alleine daheim bin. Weil da wollte ich auch nicht zu viel Zeit fürs Kochen aufwenden, weil ja, dann habe ich da das ganze YouTube-Zeugs und so und vielleicht mal gamen und alles und dann wollte ich eigentlich keine Zeit quasi verschwenden für noch gross posten und mega lang kochen und alles. Was ja ein schlechter Ansatz ist per se, weil man ja so seinem Körper etwas Gutes tun. Aber so versuche ich halt schnelle und mehr oder weniger gesunde Gerichte zu machen. Und frisch. Aber zwischendurch gibt es dann halt einfach gleich nur einen Dürüm. Das darf ja auch sein, oder? Also bei Post schön abpackt, sehr frische Zutaten, bis jetzt alles sehr gut gewesen. Okay, top. Ah, Polly, hey, salut! Wie hast du es? Heute ist irgendwie ein bisschen mühsam da im Chat bei mir, weil es sind alle grüne Namen. Kann man da mal die Farben neu verteilen, bitte? Psychisch tust du deinem Körper schon etwas Gutes. Nuki! Ja, also dein Name ist jetzt lustigerweise blau. Salut, grüß dich. Herzlich willkommen. Ein Dürüm ist das Luxusgut. Würdest du das wirklich als Luxusgut bezeichnen? Du hast immer einen blauen Namen. Ja, willst du mir jetzt sagen, das kannst du einstellen? Also bei mir im Chat habe ich jedes Mal, wenn der Chat angelaufen ist, haben die Leute andere Farben gehabt. Aber willst du mir doch jetzt nicht erzählen hier? Ah, schön alles abdecken. Ja! Her damit! Einfach alles vergessen hier. Ja, die ganzen Probleme tun wir jetzt hier unter der Lego-Platte hier vergraben. Dann müssen wir das nie mehr anschauen.
Die Farbe, die du siehst, ist immer grün. Das kannst du einstellen. Echt. Ich bin echt zu wenig auf Twitch unterwegs. Macht es Anschein. Noch gross wollen da Streamer werden und alles. Und nachher keine Ahnung von dem Zeug. Grün ist halt geil, weil es sind alle Team Xbox. Okay. Was, Team Blau wäre dann PlayStation oder was? Nein, eigentlich wäre Team Grau PlayStation, oder? Ja, man lernt wirklich nie aus, das ist schon krass. Eieieiei. Also das habe ich jetzt wirklich nicht gewusst. Ich hätte mir jetzt auch gut vorstellen können, dass du für das noch zahlen musst. Wie bei Discord musst du auch so das, wie heißt das, Nitro oder so haben, dass du so wirklich dein Profil richtig schön kannst personalisieren und so. Aber ja, dann musst du also wirklich richtig auch unterwegs sein in der Szene. Hey, wo sind die Hosen? Leute. Der hat keine Hosen hier. Der Elrond hat keine Hosen. Hallo? Also ich habe meine an, aber er hat andere. Sehen die Hosen? Ich sehe keine Hosen. Nein, jetzt fehlt aber nicht schon wieder etwas, oder? Ja, also mir geht's prächtig, Nuki. Wie geht's dir? Du bist viel auf Discord, aber kein Nitro. Ich habe mal die Nitro gehabt, aber irgendwie brauche ich es jetzt wenig. Team PlayStation, auch wenn du grün bist. Okay. Ja, also ich weiß nicht. Also. Wir müssen noch Sack 25 aufmachen. Jetzt sehe ich es. Wir haben einen Beutel zu wenig aufgemacht. Alles gut. Hast du eigentlich Kleber noch gefunden vom letzten Mal? Ich habe sie nicht gefunden, aber ich habe sie bestellt. Und. Tada! Wir haben unsere Klebis. Sie beide kommen, wirklich, ich glaube, eine Woche gedauert. Bestellt bei Lego und schon da. Schau jetzt da. Der Herr Elrond. Niemand kann den Ring zerstören. Nicht mit der ganzen Macht, mit allen, die sich hier befinden. Oder wie auch immer. Ich habe es lange nicht mehr gesehen. Ich muss wieder mal schauen. Viel zu lang her. Es sieht irgendwie heller aus, aber wenn es nebenan hat, nicht. Das günstigste Nitro, nicht das teure, wo so fancy Sachen machen kannst. Ja, was bringt dir denn das günstige Nitro? Dass du das jetzt zahlst jeden Monat. Ich finde, zwischendurch muss man echt auf seine Kreditkartenabrechnung mal schauen. Habe ich letztes Jahr mal wieder gemacht und dort so Sachen drauf gesehen, so, hä? Was, monatlich? Was? Für was? Das brauche ich doch gar nicht. Ja, so Zeug halt. Immer toll. Entspannter wie vor ein paar Stunden. Hast du die betriebliche Prüfung verschoben? Die ist verschoben worden. Und bis vor ein paar Minuten nicht gewusst, wenn sie jetzt wirst haben. Ja, okay. Und jetzt hast du sie, oder wie? Oder hast du sie jetzt gerade, während du im Stream bist? Oi. Ja, aber das freut mich für dich. Also ich meine, aufgeschoben ist natürlich, wenn wir wissen, nicht aufgehoben. Ich meine, früher oder später musst du die Betriebe auch noch machen. Aber dafür ist der Stress für einen Moment weg. Und dann kann ich die Erleichterung durchaus verstehen. Aber ja, erfahrungsgemäß ist es einfach so, man ist während der Prüfung und vor der Prüfung mega nervös und nachher auch noch, ich habe nichts gewusst und das wird so schlimm und ich bestehe nicht und nachher merkst du so, eigentlich kann ich es können.
Eigentlich ist voll okay. Alle möglichen Teile, ihr habt sich alles wird irgendwie verbaut. Grün, rund, blau, gelb. Wird da alles zugebaut. Wollt ihr mir doch noch erzählen hier? Nur schon eine Vorwarnung. Also heute muss ich ein bisschen früher abklemmen, etwa 9:45 vor. Nur, dass ich es jetzt nochmal erwähnt habe. Heute leider nicht bis ganz am 3. Wir haben noch eine kleine Schulung. Ja, also ich muss mich auch noch schulen. Dass die Emotes kannst du auf dem Server nutzen, das personalisierte Name-Tag. Ja, stimmt. Die Emotes sind cool, ja. Und dass man pro Server kann eigentlich das Tag wechseln, ist auch noch praktisch. Das sind eigentlich gute Sachen, ja. Genau während meinem Stream ist sie verschoben worden. Ich bin praktisch. Also vom 11. hast du sie jetzt am 5. Mai. Okay. 5. Ja, das ist ja auch schon bald, hä? Also jetzt hast du weniger Zeit, um dich vorzubereiten. Ich habe gemeint, die ist von heute auf irgendwann verschoben worden. Jetzt ist vom 11. auf den 5. verschoben worden. Oh Gott. Ja, aber gut, ist doch besser. Dann hast du den Brunz hinter dir, oder? Dann ist der Stress endlich durch. Hast du nachher keine Prüfungen mehr, Nuki? Also Maschinen- und wirtschaftliches Denken im Bereich Polymere ist das sehr praktisch. Habe ich gern. Lego Farbsuche. Also das ist der Maschinen- und wirtschaftliches Denken im Bereich Polymere. Finde ich toll. Ich finde, du solltest direkt einen Kurs anbieten, Poly. Der würden die Leute doch fix gerade buchen. Ich finde, das klingt sehr eloquent. Machen das eigentlich Leute, die farbenblind sind, wenn die Lego bauen? Also wahrscheinlich kommt es nicht darauf an, oder? Die Farben sind einfach irgendwo. Und für die Person hat es wahrscheinlich auch keine Bedeutung. Ich möchte mal so ein Lego-Set sehen, das jemand zusammengebaut hat, das farbenblind ist. Weil das müsste ja völlig anders daherkommen. Was sollst du diesen Leuten beibringen? Ja. Seich machen. Mach ich das Seich? Nein. Ja, weißt du, so wirklich so Entry-Level, so mit Duplo anfangen und dann irgendwann ist es so wie ich, so Masterclass-Level mit Masterabschluss und kann offiziell auch Bruchtal zusammenbauen. Zum Beispiel. Können wählen zwischen 5. und 22. Ja, definitiv der 5. Kommst du auch an die Fantasy in dem Fall? Cool. Ja, kommst du auch Sally sagen, hoffentlich. Oder bist du selber am Ausstellen? Du bist alle 3 Tage dort. Jesus Gott. Juni noch einmal Abschlussprüfung. Musst du auch noch mal lernen. Ja, ist wichtig, ja. Ist auch kein Seich.
Was machst du denn, wenn ich da frage, für eine Ausbildung? Ich habe da wieder so weirde Teile, ey. Hinten vorne kommen sie. Ja, sag ich, mache ich gar nicht so daneben, oder? Ich meine, die ganzen prominenten Influencer machen das ja auch. Oder? Kann doch jeder Seich machen. Easy peasy. Ein bisschen dumm schnurren. Aber wir müssen uns schon ein bisschen abgrenzen auch von so einer wie sagen wir dem? Komiker-Schulung. Was machen die echt? Was machen die für eine Ausbildung? Schauspielschule? I don't know. Probably. Hilfst du bei einem Stand aus? Okay. Aber vielleicht kommst du vorbei, bei uns kann man Bogen schießen. Oh, cool. Ja, ich habe wahrscheinlich nur kurz Pause, dann verdrucke ich meistens einfach so eine Box Momos und dann schaue ich noch überall am Stand durch. Moment, ja stimmt, einmal können wir noch ein bisschen durchschauen. Vielleicht lange es mir doch. Dann frage ich mich auch, wo der oder der Nuki ist. Aber das ist ja cool, da kommst du wenigstens gratis rein. Also. Würde mich also auch melden. Sieht ziemlich fertig aus. In meinen Augen sieht es fertig aus. So. Seich machen ist das Buch gut, kann ich bestätigen. Warte, jetzt aber Ausbildung zur Fachfrau Information und Dokumentation. Ausbildung für angehende Bibliothekare und Archivare. Krass, das ist auch wirklich voll spezialisiert. Da nimmt mich jetzt Wunder, was muss man dort genau lernen? Also weißt du, ich stelle mir das schwierig vor, du musst ja wahrscheinlich nicht Bücher alle mal gelesen haben, sondern irgendwie keine Ahnung, System und Ablage und Archivsoftware und so weiter und so fort. Das wahrscheinlich auch irgendwie Bibliothek führen. Ich weiß gar nicht, was macht man nachher mit dieser Ausbildung? Kannst du mir einen Namen sagen, wie der Stand heisst? Ja, sicher. Das ist vielleicht sogar einfacher, vielleicht finde ich ihn auch. Das Bude kommst du jetzt auch, hä? Mindestens mal alle sagen. Also wir müssen alle kommen, es gibt eigentlich gar keine Ausreden da. Ich meine, wenn ihr beim Gewinnspiel schon könnt, wie uns richtig geiles Zeug abstauben, mindestens dort mal einig drüllen, oder? Immer noch kein Ticket? Ja, ich kann das auch nicht ändern, aber musst trotzdem kommen. Schleichst dich einfach rein. Dick wünscht eh nicht aus den Frisbees Trostpreisen. Nein. Also das waren wir so viel, so coole Sachen. Die Chancen stehen echt gut, dass du etwas Tolles abstaubst. Ich glaube an dich, Spoon. Es kommt schon gut.
Ah, ich freue mich schon richtig. Es wird wieder ein riesen Ghetto werden, aber es wird lustig. Wie immer. Nachher kann man, aha, ja, das wäre jetzt nicht gekommen, in einem Archiv oder in einer Bibliothek arbeiten. Aber eben, that's it, he? Es gibt nichts noch anderes. Halt das Erwerben von Medien und Unterlagen, die wir lernen, Erschliessen von denen, das Bereitstellen für Benutzer Auskunft, helfen bei Recherchieren und so Sachen, okay. Und dann hast du dann auch so ein richtig krasses Bücherwissen irgendwann, oder? Weil du weißt, ja, der hat das gemacht, die hat das geschrieben, und das ist dort und so und so. Und du bist dann eigentlich die beste Anlaufstelle für Studentinnen und Studenten, weil du einfach weißt, wo die Informationen zu finden sind, oder? Steht im Plan für Fantasy drin Name Parkour. Parkour. Bewusster Wortwitz, hoffe ich. Da kannst du sonst mal in Google und ein bisschen durchstöbern. Okay, mache ich dann. Das mache ich doch gern. Aha, jetzt hast du sagen, da unten ist gar kein Teil. Da fehlt doch etwas. Seht ihr überhaupt mal gesehen, was ich mache? Also ich bin ja immer wieder fasziniert von der Farbe und den ganzen Aussteller, was da alles präsentiert wird und sich selber präsentiert. Letztes Jahr hat es ja da die fancy Autos gehabt, dort bei uns in der Halle, gerade nebendran fast. Wo so mit diesen ganzen Anime-Figuren beklebt sind und so, weil die haben, glaube ich, die Kleber, also die Klebefolie für die Autos haben die verkauft gehabt. Die haben echt voll abgespaced ausgesehen. Ja, und dann hat es noch bei uns, ist glaube noch so ein Streamer, ja, so ein Streamer, wie sagst du dem? So ein Abteil mit Streamer und Streamerinnen gsi, wo mega viele Leute gehockt sind, wo halt eigentlich so Schweizer Vereinigungen für ja, Twitch und YouTube gsi sind auch. Und E-Sports natürlich. Und dann haben wir noch RC-Leute, das haben wir auch noch bei uns gehabt. Und Merch. Ah, und ganz in der Nähe natürlich noch der Momo-Stand. Das ist wichtig. So in etwa, ja. Also selber kenne nicht jedes Buch, aber wer es geschrieben hat. Aber ich weiss, wie man in der Katalog suchen kann. Anhand von der Signatur kann ich sagen, in welchem Bereich dass ich das Buch zu finden ist. Also ich bin schon eine Hilfe für Studis da in einer Unibibliothek. Okay, das ist ja voll cool. Aber wie kommt man dann dazu, so eine Ausbildung zu machen? Also, sorry, wenn ich jetzt ein bisschen bohre, aber ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der diese Ausbildung macht. Und ich finde das schon noch interessant, vor allem in der jetzigen Zeit, oder? Alles digitalisiert und so. Da muss ja schon ein recht starker Motivator dahinter sein. Dass man sagt, nein, ich möchte das machen, ich möchte mich wirklich den analogen Informationsmitteln verschreiben und nicht den digitalen. Sonst hättest du auch einfach in der Ausbildung zur, keine Ahnung, Wikipedia-Redaktorin oder so können machen, was es überhaupt gibt. Aber ich glaube, da kann ja jeder schreiben, oder? Was ist mit dem Schwarzen hier? Das muss doch sicher auch noch irgendwo hin. Hier. Ah, da dazwischen noch. Ja, das macht Sinn. Gut, Elrond, du kannst dich mal da platzieren hier. Kein Platz für dich.
Ja, jetzt bin ich so schnell gewesen, jetzt muss ich tatsächlich aufstehen und noch Sekt holen. Herr Säckli heim, mach die Tür zu. Ah, so schnell geht das. Wir haben noch viele Oldschool-Leute unter uns. Ja, jetzt, was du sagst, Polly, das stimmt, ja. Oldschool. Vor allem old. Aber das ist ja Sampa. Also ich meine, irgendjemand muss ja die Welt noch verstehen, ohne TikTok und Instagram, oder? Wir haben auch viele E-Medien und Datenbanken. Ich habe es einfach umgeben von Wissen zu sein und mich interessiert, woher die älteren Bücher kommen und was für eine Geschichte sie mit sich tragen. Wow, das klingt so romantisch. Das macht auch gerade Bock, irgendwie so einzutauchen. Also ich habe ja auch die urromantische Vorstellung von irgendwann eine fette Villa zu haben mit dem kleinen Bücherzimmer, mit dem ganz schmalen Balkon, wo noch verbunden ist so durch eine Leiter drauf oder eine kleine Wendeltreppe und oben hat es auch nochmal Leiter, dass du die oberen Bücher kommst und unten hat es so zwei fette dunkelrote Chesterfield-Sessel mit so einer dem Atlas oder der Atlas-Bar und der Schmine und ja genau, also so das wäre wirklich the dream. Die haben genug Leute, die einfach etwas schauen im Internet und an jeden Käse glauben. Stimmt, ja. Eigentlich bist du unser Rettungsanker, Nuki. Das, oder all ihr Leute, die noch so ein bisschen oldschool unterwegs sind oder die eben noch Sachen hinterfragen und nicht einfach im Internet schauen und dann... Ah ja, es steht bei Google, also ist es die Wahrheit. Wie viele Mythen hat es sich gegeben? Es müsste sowieso eine Mythenskala geben, oder? Wie viele haben sich entwickelt seit, keine Ahnung, Wikipedia, Google, was ist das, 20... Ja, bei 20 Jahren, wo es so richtig explodiert ist, oder? Ja, wie viele Mythen und Legenden haben dann exponentiell zugenommen? Seit man das hat. So, ich bin heute noch Fliesenleger für euch. Ich könnte mich anstellen natürlich auch für bei euch daheim. Ich habe ganz einen bescheidenen Stundenansatz von 65 Franken auf die Stunde. Also ein Schnäppli. Ich habe natürlich schon sehr viele Anfragen. Also ja, wenn ihr mich buchen wollt, dann besten sofort. Ich kann bereits ab August schon wieder verfügbar sein, weil, wie gesagt, ich bin sehr ein passionierter und auch professioneller Blättchenleger. Ich meine, das Ganze mit dem Klemmbausteine bauen hier, das spricht natürlich für mich und meine Qualitäten. Ohne weiteres. Ganz sicher nicht. Du schaffst viel zu langsam und schnurrst viel zu viel. Ja. Ja, einer muss doch da die ganzen Arbeiten noch. Weißt du, ich bin der Vorarbeiter quasi. Ich muss ja die bei Laune behalten. Ich bin quasi der Motivator, wie im alten Ägypten. Also nicht mehr mit Trommeln, bum, 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 sondern halt mit Wort, oder? Zwischendrin. Sehr exotisch. Sehr exotisch. Man muss geschwind schauen, dass ich da nicht falsch platziere. Da. Weil ich bin ja sehr ein exakt und genau schaffender professioneller Blättchenleger. So.
Ja, man geht ja auch raus in die Welt, oder? Und mit allem, was man macht, das ist auch eine Visitenkarte, die man hinterlässt und weitergibt, oder? Mit allem, was man so tut. Das nehme ich auch schon sehr ernst, oder? Aber mit Peitschen, ja natürlich. Ein bisschen Fetisch hat noch niemandem geschadet, oder? Das sind aber schon ziemlich viele Blättchen. Das ist ja gut hier. Wenigstens sind es grosse. Und sie sind schon vorbedruckt. Stellt euch vor, wir müssen die noch alle einzeln kleberle. Oh, kennt ihr noch diese tibetanischen Hochlöster? Sind das die dort, die auch Mandala machen? Oder ist das irgendwo in Indien? I don't know. Hängen ja fast ein bisschen zusammen. Aber die Klöster, die so Mandalas machen, über Tage hinweg und dann einfach mit den Besen durchgehen. Und dann ist es wieder weg. Einfach damit so quasi selber checkst, so, hey, egal wie viel Arbeit du reinsteckst, es geht sowieso kaputt. Lern dich davon zu trennen. Von deinem materialistischen Weltschmerz oder was auch immer das soll sein. Ich glaube, ich würde ausrasten. Also nicht, weil es weggefackt wird, sondern weil es so lange geht, natürlich. Ich hätte die Geduld, glaube ich, nicht. Auch wenn es mega schön aussieht. So Sachen sind früher noch so bei Galileo gekommen, wo Galileo noch cool war und man nicht einfach irgendwo, ja, das ist Talibo Goldbeerenfabrik und ja, hier kommt die ganze Melasse rein, wird umgeschwungen und dann presst und nachher abgefüllt, abgehackt und verschickt. Und du bist vorne dran und so, wow. Cool. Das ist ja interessant. Anstatt ein bisschen die Welt und so die exotischeren Sachen zu erklären. Galileo, testen Sie wieder mal die Rutschbahn. Welche Rutschbahn? Rolantica. Solltest du mal ein Diamond Painting machen? Das dauert ewig. Ein Diamond Painting. Ist das wie Malen nach Zahlen, aber mit so kleinen Beijettchen, die man setzt? Weil das hätten wir bei uns. Wenn es das ist. Also es gibt gewisse Sachen, da ist schon extrem Geduld. Eben, wenn es um Miniaturen geht, aber es muss mich halt extrem faszinieren, etwas, dass ich so viel Zeit aufwende. Ist das bei euch nicht auch so? Also wenn ihr an etwas jetzt ewig dran hocken, wirklich Stunden, Tage und es ist immer das Gleiche und ihr seht fast keinen Fortschritt, dann macht ihr doch lieber etwas, was euch Spass macht, oder? Und das zieht ihr dann durch. Oder zieht ihr auch das durch, was euch nicht so Spass macht, weil ihr es einfach fertig habt. Hat sicher auch ein bisschen mit Disziplin zu tun, auf jeden Fall. Selbstdisziplin. Der Jumbo testet und frisst 8 Pizzas. Ah ja, der hat es auch noch gegeben. Ah, Qualitätsfernsehen, toll. Eine Zeit lang sind alle 2 Wochen genau die gleiche Sendung ausgestrahlt worden, wo sie Wasserrutschbahnen testen. Nein, ohne Sein. Ich habe sie nichts Gescheites mehr gehabt. Wie hat der andere geheißen? Abdelmayek oder ich weiß nicht mehr. Der Türk war er doch, glaube ich, oder? Der hat so gute Sendungen aber gemacht. Dem hat sich auch abgelöscht mit dem ganzen Google, was sie da angefangen haben zu zeigen. So in etwa sind kleine Steinchen. Ich weiss, glaube was du meinst. Jetzt muss ich ganz kurz googlen. Diamond.
glaube, wir haben das. Also das ist jetzt natürlich hier für Kinder. Aber was in die Richtung? Einfach noch viel mehr so Steinli. Ah, wie heissen denn die? Diamond Dots. Ja, du meinst, glaube ich, noch kleiner, oder? Ja, stimmt, das würde meine Geduld schon ein bisschen auf die Probe stellen. Das wird schon ein bisschen meine Geduld herausfordern. Aber ich habe schon so einen kleinen Drachen über einen Monat lang bemalt, weil ich einfach jede Schuppe mit 5 verschiedenen Blau bemalt habe. Jede Schuppe einzeln. Also es kommt extrem darauf an, was es ist. Jumbo ist schon lange nicht mehr vorgekommen. Ja, sorry, aber das hat doch keinen Platz gehabt. Also das ist doch einfach... Ich meine, das kannst du RTL 2 ab der 6 kannst du das bringen, oder? Oder wir schauen ja The Mentalist schauen wir wieder. Und dann kommen natürlich, weil wir es aufgenommen haben, Werbungen von vorher noch. Da kommt immer Rosins Fettkampf. Auch wieder einfach so eine Sendung, wo du musst sagen, einfach der Koch, oder, der halt immer probiert hat und gegessen hat und dann halt ein bisschen aufgegangen ist wie ein Ofenküchli. Und die Pfunde, lass die Pfunde purzeln, oder? Und dann hat er das irgendwie so mit einer Sendung zusammen gemacht, dass sie ja noch andere Leute, glaube ich, reinholen und die sich abstrampeln und so, keine Ahnung. Wie der dickste Verlierer oder so gibt es doch auch noch in so einer Sendung, so ein Dumme. Rosins Restaurant, der macht das immer noch, ohne Seich. Diamond Paintings und Steine sind vielleicht 0,5 cm groß. Oder kleiner. Wow. Ich habe letztens auf TikTok etwas gesehen, wo einer so Steine aufgerollt hat und dann auf der anderen Seite im Gemälde wieder abgerollt hat. Das ist wahrscheinlich so etwas. Das hat eigentlich noch ganz stylisch ausgesehen. Wood. Diamond Painting macht das Rill ohne Anleitung? Was? Nein. Nein, Nuki macht es ohne Anleitung. Nuki ist unser Diamond Painting Profi. Profi-in. Das ist jetzt schwierig, oder? Wenn man das irgendwie geschlechtsneutral aussprechen will. Profi und das Y am Schluss geht irgendwie nicht. Letztens hatte ich mal jemand da die ganzen non-binären Endungen gelistet von euch. Profi-in. Ja. Ein Bild von der Größe von 70 auf 100 gemacht mit diesen Steinen. Jesus Maria. Den ganzen Tag dran gesessen. Aber das ist jetzt das, was du noch nicht fertig hast. Oder das hast du schon fertig. Wie lange ist denn das gegangen? Komm mir vor wie bei Sims. Das ganze Blättchen hier. Du hast das Blättchen auch nicht da und dann hast du wieder gefunden, es sieht einfach scheiße aus. Weil nebendran hast du irgendwie einen Teppich. Und ein Blättchen zum Teppich geht einfach nicht. Blättchen und Holz geht oder so. Blättchen und Beton vielleicht noch. I don't know. Geschmäcker, Leute. Und da kommt noch so eins an. Warte jetzt. So. Ja, das sieht gut aus. Noch binäre Liste, so eine Sache. Mal, irgendjemand hat das gelistet gehabt. Also nicht gelistet, einfach ein Text ist es gewesen, glaube ich, aus Wikipedia oder so, welche
welche Endungen für Wörter angesehen sind bei der LGBTQ+, sagen wir, Gesellschaft, sage ich jetzt mal, wo die anerkannt sind, die Endungen. Und der eine hat doch da das Buch gewonnen letzte, da der eine Autor oder Autorin, eben, der hat mit Y aber die Wörter beendet. Das ist dann so non-binär. Da gibt es noch anderes. I don't know. Da bin ich zu wenig drin in dieser Bubble. Ich gebe mir echt Mühe, aber es ist echt schwer. Er ist fertig. Okay. Nicht immer dran gesessen, hat es etwa ein Jahr durch. Jesus Gott. Wenigstens eine lange Pause zwischen. Oi. Okay, das ist mal ein Beweis für Ausdauer, hey. Das ist echt, also da ziehe ich ja meinen Hut vor dir. Ein Bild noch übrig. 50 auf 70. 50 auf 70. Ist das überhaupt eine Bilderrahmengröße? Kann man das einrahmen, das Zeug? Meeting bis nachher. Okay, Barracks. Alle im Meeting hier. Ja, ich jetzt dann auch. Ich gebe mir gerade keine Mühe, es ist nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach. Aber ich finde, es gibt auch mega den Generationswechsel. Ich weiß nicht, wie oft ich das Thema schon angeschnitten habe. Ich habe es auch schon erzählt. Aber eben meine Eltern zum Beispiel interessiert sich jetzt gar nicht für das. Also sie sind auch wirklich im Internet zu wenig unterwegs oder ich sag mal mit den Jüngeren und so, dass die das gross würde betreffen. Und dann ist es ja gleich und es gibt Mann und Frau. Punkt. Und dann gibt es so meine Generation, die den Wechsel mitbekommt, aber damit ein bisschen struggelt, habe ich so das Gefühl. Und dann habe ich mich unterhalten mit der Generation nach mir, vom jüngeren Bruder, die Freundin von meiner Frau. Und die denkt schon ganz anders, oder? Also für mich ist es auch normal, so zu denken, aber das Reden näher, oder? Und alles inkludieren, inklusiv zu sein und alles ist halt noch nicht Routine in meiner Generation. Und da muss man nochmal extrem umdenken halt. Und sich ein bisschen Mühe geben. Aber es fällt aber nicht so einfach, dann mit dem Satz das noch anzupassen. Passt in den Rahmen, okay. Ja, dann ist er gut. Weil es gibt ja immer so ein Spezialformat, dass wenn ich an Malen nach Zahlen denke, dort gibt es extra Bilderrahmen für das. Natürlich super zum Zusatzverkauf machen, oder? Ja, okay, ich muss mal schauen, ob ich einen Hut habe, aber ist gut. Wenn ich einen habe, sonst einfach der imaginäre. Oder bist du so gross, dass du es gar nicht siehst, wenn ich den Hut ziehe? Oder was ist die Anspielung? Es wäre natürlich praktisch, wenn du irgendwie so 3 Meter gross wärst, so in der Bibliothek und an die obersten Regale ankommst für die Bücher. Aber es wäre dann wieder nicht so cool, wenn du am PC musst arbeiten und einfach so dich so einen Meter runterbeugen. Echt einfach, das ist nur ein Twitch-Trend. Was für ein Wechsel. Das ist nur ein Trend. Konservative gilt immer. Gewinnt immer, meinst du? Ja. Also, es kommt sicher auch ein bisschen darauf an, in welcher Bubble das du dich bewegst. Wenn du jetzt eher ein bisschen im Internet unterwegs bist, dann kannst du nicht einfach alles so rauslassen, wie dir halt der Schnabel gewachsen ist. Aber privat, ja, je nachdem mit deinen Freunden und so, musst du sicher nicht alles gendern, oder? Wenn sie es verstehen. Ich hatte letztens so einen dummen Spruch bei meiner Cousine, die in einer homosexuellen Beziehung ist mit einer anderen Frau.
Und ist auch mega cool, also nicht wegen dem, oder? Aber ich habe in dem Moment nichts studiert, weil wir über jemanden geredet haben. Und dann habe ich gesagt, ja, man sieht schon, sie ist der Mann in der Beziehung. Also jetzt alle von meiner Generation und vorher werden natürlich wissen, was ich mit dem meine, aber es war natürlich eine riesige Affrage gegenüber ihr gewesen, weil ja, es braucht ja keinen Mann in der Beziehung grundsätzlich. Beziehungsweise ist ja das Geschlecht dann irrelevant sowieso. Aber sie hat es natürlich nicht so cool gefunden. Ich habe mich dann später auch noch bei ihr entschuldigt, wenn sie natürlich schon verstanden hat, wie ich es gemeint habe. Oder? Sie hat einfach... ich kann einfach eigentlich hätte das Maul einfach sollen haben, weil man kann es gar nicht anders sagen. Man kann ja nicht sagen, ja, die Person wirkt burschikos, weil da ist ja der Bursche wieder drin, oder? Das wird extrem kompliziert, das Ganze. Und der Verhedder ist die dann einfach drin und du kommst eh nicht mehr raus aus dem ganzen Scheissdreck. Und dann hockst du einfach aufs Maul und sagst, okay, ist gut. Ich bin dumm. Ella Fields, ein bisschen Übung und dann bringen wir das alle an. Jede Generation hat die Fähigkeit. Schau jetzt, das tönt doch schon nach jemandem, der in einer etwas jüngeren Generation oder zumindest eine sehr, wie sagt man? In einer jüngeren Generation unterwegs ist oder zumindest sich mit dem Thema ein bisschen mehr befasst. Was ich natürlich sehr cool finde. Eben, weil ich habe schon ein bisschen Mühe habe. Oder denken aber nicht gerade dran. Du bist small. Okay, herzig. Machst schon mehrheitlich. Eben ja, auf Twitch musst du wirklich gendern, oder? Auch auf YouTube und so. Du kannst nicht einfach das Maskulin aussprechen und denken, es ist schon gut und hast dann alles inkludiert, oder? Aber ich finde es ja eigentlich cool, dass wir die Richtung einschlagen, oder? Solange es jetzt nicht so überverkompliziert wird, sodass man irgendwie einen gemeinsamen Konsens findet mit diesen verschiedenen Bubbles und dann einfach alle zufrieden sind. Ich meine, die Sprache hat sich jetzt schon sehr lange nicht mehr gross verändert, außer dass wir neue Begriffe haben, die dann von den Teenies mega aufgegriffen werden. Aber eben so grundlegend, wie zum Beispiel die ganzen Geschlechter und so. Finde ich schon cool, dass man das mal wieder diskutiert, oder? Ich meine, wenn ist das gemacht worden mit diesen ganzen die, das und so? So, warte jetzt. Das kommt hier. Und das kommt hier. So. Schön. Ja, Späßchen kann man machen. Ich glaube aber nur, wenn man das Gegenüber auch kennt und weiss, dass sie es versteht. Jetzt, weil es meine Cousine ist, hat sie es natürlich verstanden. Aber sonst würde ich aber vielleicht schon schauen, was man rauslässt in der heutigen Zeit. Kein Maulkorb aufsetzen beim Reden. Okay. Ja, eben wie gesagt, je nachdem in welcher Bubble dass man unterwegs ist, kann man das vielleicht noch machen. Aber ich meine, so schliessen auch alle Leute aus, wie jetzt zum Beispiel Dings, was ich vorher gemolden hat. Wo ist jetzt die Nachricht? Ist schon weg. Da, von der Ella Fields zum Beispiel. Ja, ist doch der Schade, wenn Leute, oder, wo jetzt das halt nicht so toll findest, einfach ausgrenzt ist, weil du sagst, ja, mir ist es gleich, ich schnurre so, wie ich will. Auf der anderen Seite kannst du natürlich den Leuten auch nicht vorschreiben, wie sie sollen schnurren. Also es ist eine extrem schwierige Diskussion, oder? Sie führt momentan auch zu keinem guten Ende. Das ist die gleiche Diskussion wie damals mit Corona und den ganzen Verschwörungstheorien und ja, keine Ahnung, impfen, nicht impfen und so weiter und so fort. Wollte jetzt nicht nochmal breit treten hier natürlich. Ich schließe gar nicht mehr aus, die Leute schreiben sich selber aus.
Ja, man darf natürlich auch ein bisschen etwas abkönnen. Ja, aber ich kenne mich halt wirklich auch einfach zu wenig aus mit diesen Leuten, oder? Also mit der Generation. Und versuche mich halt jetzt ein bisschen auseinanderzusetzen mit dem, eben wegen Cousinen und Freunden und so weiter von Brüdern, die eben halt auch ein bisschen im Umfeld so Leute hat. Und ja, es ist halt nicht einfach für die, oder? Jetzt zündet der Chat an. Ja, es passiert jetzt gerade, ja. Schön zum Ende. Aber jetzt muss ich dann aufhören. Jetzt muss ich da abklemmen. Also wenn wir so richtig am Diskutieren sind, dann ist fertig. Also ich mache jetzt wirklich nur noch die da fertig. Da. Und dann muss ich wirklich als Meeting. Diskriminierung hinter Spass oder Selbstverwirklichung zu verstecken ist einfach nicht mehr 2023. Heute sind wir weiter, finde ich, und bin nicht mehr wirklich sehr junge Gen. Okay, ja, ich kann dir natürlich auch nichts unterstellen, Ella. Das war nur eine Annahme aufgrund von mir, wo ich halt sehr unerfahren bin in dieser ganzen Thematik. Versuche noch meinen Weg ein bisschen zu finden. Ich sage aber im Gegenteil niemandem, was und wie jemand was zu sagen hat. Ja, also ich mache auch keine Vorschriften, absolut nicht. Ich sage nur, dass ich für mich halt ein bisschen versuche, das Ganze ein bisschen zu berücksichtigen, sodass es nicht mehr so zu so peinlichen Situationen kommt. Ist zumindest jetzt mein Anspruch an mich selber. Ich bin halt Fisch, oder? Ich bin sehr ein friedliebender Mensch. Will, dass alle gut miteinander auskommen. Und dann tue ich auch einfach so den Chat anzünden. Oh, Klebis. Wo sind Klebis? Tatsächlich Fisch, ja, in der Tat. Immer gewesen. So wie im Film aus dem brennenden Stream gehen. Ja, genau so. I like it. Ah, übrigens, Klebis haben. Habt ihr gesehen? Einmal das, die zwei. Oh, Moment. Nein, noch zu früh. Ich muss ja da noch eine Seite drauf machen. So, jetzt aber. Also hier kommt Turm. So. Deine Schwester ist auch Sternzeichen Fisch. Also, ich verfolge ja das Horoskop wirklich so gut wie gar nicht. Aber ich kann mir halt eben das sagen lassen. Und ich habe auch, als ich kleiner war, so ein Sternzeichenbüchlein bekommen. Und dann ja, sucht man natürlich auch die Sachen, die auf einen zutreffen. Und insofern kannst du sagen, es passt vieles. Hartplatz, ja. Ja, ich weiß schon. Ja, ich hätte wirklich mit dem Thema mit dem Thema muss ich einfach nicht mehr anfangen. Ich merke es. Ist ja gut. Immer das Gejammer. Früher war alles besser gewesen. Aber das stimmt auch. Früher hat es noch Digimon Tamagotchi gegeben. Die gibt es nicht mehr. Das ist doch einfach eine Tragik an sich. Wow, ein riesen Chandelier. Nein, das ist jetzt kein... Was ist das? Brazier. Und jetzt haben wir aber noch ein paar Teile Führung.
Ja, ein Problem für die Zukunft, Cyril. Es gibt nur Stress. Aszendent ist wichtig. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das herausfinde. Ich glaube, mit der Geburtszeit und dem Datum oder so, gell? Aber ich weiß wirklich nicht, was mein Aszendent ist. Kann ich leider nicht. Aber das kann man sicher auf so einer Webseite kann man das nachschauen. Das kann ich dann mal herausfinden. Aber wir müssen langsam leider wirklich zum Ende kommen. Darum habe ich auch hier schon ein bisschen zusammengepackt und zusammengeräumt und alles versorgt und weggeschmissen und in die Kübel gefallen. Also viel hat sich noch nicht getan. Es gibt die grosse Halle hier nachher vom Elrond. Digimon gehört auch unter die Sparte Dinge, die die Welt nicht braucht. Warte jetzt, wo kann ich hier bannen? Ah, hier, einfach auf das, hä? Okay. Nein. Aber willst du jetzt bewusst den Chat anzünden, Barracks? Hä? Also bei diesem Thema habe ich dann nicht mit mir spassen hier. Da erhebe ich dann mal den Finger. Da gibt es dann nichts mehr zu lachen hier. Früher musste man rausgehen, um zu schauen, ob der Kollege daheim ist, weil noch nicht alles ein Haustelefon hatte. Ja, genau. Du bist noch läuten und hast so: Ah, hoi. Ja, nein, ist nicht daheim. Ja, das war gut. Geburtszeit, Ort auch noch. Lässt sich easy berechnen online. Gut, ich schaue mal, dass ich das aufs nächste Mal herausfinden kann, Nuki. Kannst du mir dann mein Horoskop lesen? Du bist nicht so gerne bevorzugt lieber Lachs. Okay, ich merke schon, ich hätte nichts sagen sollen. Ihr wollt alle nur noch den Chat anzünden. Dann ist es gut, wenn ich jetzt ein bisschen Wasser drüber schütte und den Stream einfach beende. Darf der Fabian rauskommen spielen? Ja, genau. Das ist so lustig, wie der beste Kollege damals hat der Fabi. Der Fabian, ja. Wir brauchen Öl, kein Feuerzeug, es brennt schon. Liebe für alle. Ah, danke, Artibatz. Und ein bisschen Pizza vom STLC. Ah, schön. Ja, gut, Leute. Okay, ich lade jetzt einfach wirklich so quasi it's fine. It's all fine. Lade ich alle euch da im Inferno zurück. Wir haben leider nur ätherische Öle. Ja, die brennen doch sicher auch nicht. Rosmarin. Oh, kommt jetzt wieder so ein super Link. Die brennen mit einem guten Duft. Ja, anyway, merci vielmals, dass ihr alle dabei sind. Sorry, dass ich den Chat angezündet habe. Das tut mir leid. Aber eigentlich ist es auch eine wertvolle Diskussion, wo wir aber in einem anderen Rahmen führen sollten, würde ich sagen. Und dann, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder am Dienstag am 1. Und zwar, ja, weiter mit Bruchtal. He? Ich denke, wir haben schon noch 3-4 Sitzungen haben wir auch noch. Sitzungen. Ja, gut. Dann habt eine schöne Woche und macht's gut und bis bald. Tschüss miteinander.